Aha, nein, wir können dann auf die Seite tun. Ich brauche ihn eigentlich nicht. Danke. So gut, so gut. So gut, wollte ich sagen. Zuerst wollte ich sagen, so grossartig. Aber jetzt wollte ich sagen, so gut. Danke, Huck, für dein Gebet. Mega wertvoll. So gut, dass du heute da bist und wir miteinander eintauchen in das Thema ewiger Vater. Weil ja, das ist das, was wir feiern an Weihnachten. Das ist das, wo wir uns nächste Woche damit auseinandersetzen. Und mega cool, dürfen wir das Thema auch jetzt haben und einfach zusammen damit eintauchen. Ich weiss noch, ich habe das Thema bekommen. Ich habe das nicht selber aussuchen, aber als ich das Thema bekommen habe ich gedacht, nice, da können wir Dad-Joke-Raten machen. Ich weiss nicht, kennen die Dad-Joke-Raten? Das ist so ein Spiel, wo es darum geht, gewisse Situationen zu ergänzen mit einem Spruch, wo jetzt dein Vater darüber machen würde. Es gibt so die typischen Vatersprüche, die einfach nur Väter machen, in gewissen Situationen. Ich muss schon schauen. Oh. Meine Notizen sind mir da abhanden gekommen. Vielleicht kann mir es der Phil noch schnell droppen. Sie sind auf meinem Laptop. Oder schnell mein Laptop bringen, dann kann ich es noch schnell nebenbei machen, das wäre super cool. Aber wir machen jetzt zuerst ein Dad-Joke. Es gibt so die typischen Dad-Sprüche, die einfach nur Dads machen und die zum Teil lustig sind und zum Teil nicht. Und die eine Situation ist zum Beispiel, der Vater kommt und hilft dem Sohn beim Zügeln. Und er muss eine mega schwere Kiste auftragen. Was sagt der Vater in dem Moment? Ein Stein innen ist mega nah dran, ja. Genau, man sagt eigentlich, hast du Ziegelstein gepackt. Oder es gibt die Situation, wo du in den Laden reingehst und der Vater möchte etwas posten. Danke vielmals. Der Vater will etwas posten. Und dann geht ich könnte es auch da aufmachen. Ja, super, danke vielmals. Der Vater geht posten, will etwas kaufen und sieht den Preis. Was sagt er dann? Viel zu teuer, nicht ganz. Ich wollte ja nicht den ganzen Laden aufkaufen. Oder man steigt ins Auto rein und schlägt die Autotür zu. Was sagt der Vater dann? Ich fahre kein VW. Ja, das ist gut. Und das ist im Fall kein Traktor. Oder man ist zum Essen eingeladen und es wird richtig scharfes Essen aufgetischt. Was sagt der Vater dann? Das brennt zweimal. Ja. Oder man kommt auf Besuch, macht die Tür auf. Und was sagt der Vater dann? Also der Besuch steht vor der Tür, der Vater macht die Tür auf. Wir verkaufen nichts. Das sind so Sprüche, wo man nicht weiss, ob man darüber lachen oder nicht. So, manchmal also so ein bisschen der Vater, der cool sind und zum Teil mega lustig und zum Teil, ich weiss es nicht so genau. Das sind einfach so die Witze, die man einmal nicht weiss. Aber trotzdem so cool, einfach zu sehen, dort hinter der Vater, der dort dahinter steckt. Einen habe ich noch. Wie sagt man einem Bär, der auf einer Kugel sitzt und Schmerzen hat? Ein Kugelschreibär. Ja, ich habe mich irgendwie so gefreut, dass ich mit euch das Dad-Joke-Raten machen, weil das ist irgendwie ein bisschen am Aufkommen und so und das machen wir ein bisschen überall. Danke, habt ihr mitgemacht. So wichtig, dass wir einen Namen haben von Jesus in der Bibel. Es ist so wichtig, dass wir die nachlesen können, jetzt auch mit dem uns auseinandersetzen in dieser Predigtserie, weil
wir tendieren dazu, das Bild eigentlich von Jesus, wie Jesus wirklich ist, immer mega zu verziehen. Wir machen uns neue Bilder über Jesus und aus Jesus wird plötzlich etwas, was er eigentlich gar nicht ist. Zum Beispiel, man redet noch viel über Jesus als zum Beispiel der Jesus. Das ist der immer He sagt. He, das geht im Fall nicht. He. Oder wir machen aus Jesus den Jesus. Das ist der immer Nein sagt. Jesus sagt immer Nein, das geht im Fall nicht. Oder der Jesus. Das ist der, wo uns immer will, dass es uns wehtut. In diesen Bildern, die wir machen und diesen Verzerrungen, die wir machen von Jesus, ist es so wichtig, dass wir Bilder haben in der Bibel, die uns sagen, wie Jesus wirklich ist. Es gibt so den typischen Parallelismus, sagt man dem, wo wir Menschen immer dazu tendieren, uns dort reinzugeben. Das ist zum Beispiel, im Frühling kommen die Störche zurück nach Europa und im Frühling steigt die Geburtenrate. Ergo, Babeli kommen mit den Störchen eingeflogen zu uns auf Europa. Das sind so gewisse Parallelismus, die wir uns machen und uns Menschen vorstellen und automatisch dann auch überstülpen. Bei Jesus ist es genau gleich. Der typische Parallelismus ist zum Beispiel, wir haben einen Gott, der die Welt geschaffen hat. Wir haben die Welt, die das Leid drauf hat. Ergo, es muss ein Gott sein, der will, dass Menschen leiden. Und genauso wie das erste Schwachsinn ist, ist das zweite ebenfalls ein mega grosser Schwachsinn. Und dort ist es wichtig, dass wir uns mit diesen Namen auseinandersetzen, die die Bibel sagt. Weil grundsätzlich ist es so, dass wir Gott nicht so sehen, wie er ist, sondern dass wir Gott so sehen, wie du bist. Und wir immer wieder herausgefordert sind, zurückgehen auf die Wahrheit und schauen, was sagt Jesus wirklich darüber, wie ist er. Und in der Bibel sehen wir einen Gott, einen Jesus, einen geduldigen Vater im Himmel, der ewige Vater. Jetzt habe ich heute wahrscheinlich ein bisschen den Pechvogel verwünscht, weil ich glaube, der PowerPoint-Drucker fehlt mir noch. Damit ihr noch dort den durchdrucken. Danke vielmals, ihr seid super. He? Gebt ihnen doch einen riesen Applaus für ihren Einsatz. Dankeschön. Und darum wollen wir heute auch miteinander in den Vers einsteigen, in Jesaja 9, Vers 5, wo steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit oder auch ewiger Vater und Fürst des Friedens. Und wir werden das auseinandersetzen mit dem Wörtli Vater von der Ewigkeit. Ewiger Vater. Also wir haben zum einen das Wort Vater, der Stammvater vom Volk, der Urheber von der Schöpfung, der Wohltäter, der Versorger, der Lehrer, der Ratgeber und andererseits das Wörtli Ewigkeit, die unbegrenzte Zeit. Das Wort Vater, dort haben wir immer gewisse Vorstellungen. Und ich würde gerne einfach mal schnell sammeln jetzt. Rahel hat sich bereit erklärt zum Flipchart zu schreiben. Danke Rahel, mega cool. Was du denkst, wie ein Vater sollte sein. Ich werde jetzt da rumlaufen. Ihr die Heime, ihr dürft natürlich auch mitmachen. Es wäre mega lässig. Ihr könnt einfach YouTube in die Kommentare reinschreiben, was du denkst, wie ein Vater ist. Dabei könnt ihr auch noch unseren YouTube-Channel abonnieren, das Glöckchen läuten lassen und dann ist das tipptopp und dann werdet ihr super informiert. Aber jetzt machen wir das Spiel, jetzt können wir zusammen sammeln. Hey, was ist das Bild vom guten Vater? Oder vom Vater? Okay, probieren wir aus. Ich komme mal da runter. Wer möchte etwas sagen? Ja, da hinten haben wir... Liebevoll. Liebevoll. Ja, Kommunikation zwischen Vater und Sohn. Kommunikation, miteinander reden.
Er hat Zeit. Er hat Zeit. Er ist streng. Er ist streng. Starker Beschützer. Starker Beschützer. Ein Vorbild. Das Vorbild. Er gibt nicht nur Regeln durch, er hat eine Beziehung zu den Kindern. Eine Beziehung leben. Mitfühlend. Mitfühlend. Humorvoll. Humorvoll. Ist da noch eins? Geduldig. Geduldig. Danke, Rahel, fürs Mitschreiben. Es gibt das Bild vom Vater. Und lustig ist ja, wenn man das macht, wenn man schaut, wie das auch andere gemacht haben, das ist jetzt, ich bin jetzt nicht der Erste, das ist jetzt kein irgendwie ein was für ein erfundener erster Versuch, zum schauen, was rauskommt, wenn Leute sagen, wir sollten ein Vater sein, sondern das haben schon viele gemacht und das Spannende ist ja, es kommt meistens immer das Gleiche raus. Also wenn wir etwas wissen, dann wie ein guter Vater sollte sein. Und das, obwohl wir meistens alle zusammen gar nicht erlebt haben, wie ein guter Vater ist. Und trotzdem ist es etwas, was uns vereint und wo, wenn man die Umfrage macht, immer rauskommt, immer etwas Ähnliches rauskommt. Und zwar wissen wir, wie ein guter Vater sollte sein. Und das hat mich mega beeindruckt. Und ist für mich auch ein Zeichen, zum zu sagen, hey, wo kommen wir wirklich her? Wir kommen her von dem guten Vater. Wo wir ein Bild davon kennen, wo uns allen bekannt ist. Aber jetzt das Wort. Grundsätzlich nochmal schnell. Ewiger Vater ist ja eigentlich komplette Verwirrung, oder? Weil man hat ja eigentlich Jesus, ist ja Sohn von Gott. Und gleichzeitig, also ist er ja Sohn. Also, aber da ist er ja jetzt Vater. Und gleichzeitig ist er ja, der Vater ist ja der Vater vom Sohn. Und der Vater ist auch Sohn. Also, aber der Sohn ist nicht Vater und doch ist der Vater auch Sohn. Und das ist ja, wenn du dich mit dem Wort auseinandersetzt, denkst du, ja, okay, wieso ist jetzt Jesus Vater? Und was soll ich euch jetzt eine halbe Stunde über das erzählen? Wir können es ja eigentlich auch gar ziehen lassen. Das ist ja so. Dort drin stecken aber gleichzeitig so viele coole Sachen, die man daraus rausziehen kann. Und ich könnte euch heute, wahrscheinlich habe ich jetzt gemerkt, am Schluss von meiner Vorbereitung könnte ich euch wahrscheinlich den ganzen Nachmittag lang oder den ganzen Morgen, den ganzen Tag lang wahrscheinlich am besten, könnte ich euch erzählen, was da alles könnte drinstecken in dem Wort, ewiger Vater. Aber das machen wir nicht, keine Angst. Ich halte mich an meine halbe Stunde. Aber ich wollte euch doch 2 Sachen mitgeben, die mir mega wichtig geworden sind, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, mit dem Wort ewiger Vater. Es bezeichnet mega viele verschiedene Sachen. Wir haben den König als legitimen Stellvertreter Gottes auf dieser Erde. Wir haben Jesus als Vater mit seinem Wesen, als Wohltäter, Versorger und Lehrer. Wir haben Jesus als Ursprung. Der Vater ist immer Ursprung. Und wir haben den Vater Jesus, zu dem wir dann das Erbe werden können erlangen, wo Gott uns zuspricht. Und wir haben Jesus aber auch als Vater vom Volk, vom 1000-jährigen Reich, wo er wird herrschen. Was mich dort besonders angesprochen hat, ist eigentlich der Jesus als Ursprung. Jesus ist Ursprung für so viele verschiedene Sachen. Wo Jesus in die Welt gekommen ist, sind verschiedene Sachen angebrochen. Also unter anderem ist Gottes Reich, wo ich schon letztes Mal darüber reden durfte. Es sind aber auch andere Sachen abgebrochen, wie zum Beispiel die Kirche ist entstanden,
Wir reden immer in der früheren Kirchengeschichte, in der früheren Zeit von der Kirche, reden wir ja von den Kirchenvätern, wo eigentlich die christlichen Autoren sind vom Wort. Und gleichzeitig ist aber Jesus auch der Ursprung von der ewigen Lehre, weil er ist das Wort. Dann ein Bild, das mich mega fasziniert hat, ist eigentlich der neue Adam, den ich euch nachher noch ein bisschen ausführlicher erklären. Und das andere ist der Stammvater von der Menschheit. Wir werden sein Erbe sein. Und am Schluss nochmal, wie wir im Psalm 103,13 lesen können, sein Wesen. Der Messias ist nicht nur der Weg zum himmlischen, will uns nicht nur den Weg zum himmlischen Vater zeigen, sondern er selber ist wie ein vollkommenes Spiegelbild vom Vater. Liebevoll, schützend und für die Bedürfnisse seiner Kinder sorgend. Jesus als neuer Adam spielt eigentlich auf das hin, dass Adam der erste Vater war, den es gegeben hat. Gott hat Menschen gemacht und er hat den Adam geschaffen. Und der Adam ist eigentlich der Urvater von allen Vätern, die nachher darauf gekommen sind. Und der Adam ist aber auch der Ursprung von dem, wo die Menschheit eigentlich weg von Gott rausgeführt hat. Dort hinein, aus dem Adam seiner Geschichte heraus können wir lesen, wie die Menschheit von Gott rausgeführt wurde, ist in die Welt hinein. Und dort hinein können wir lesen, wie Sachen entstehen im Alltag der Menschen, die ihnen nicht gut tun. Also der Vater, Adam, ist eigentlich der Vater vom sündigen, vergänglichen und vom Tod ausgelieferten Geschlecht. Der Ursprungsvater. Und wo Jesus in die Welt hineingekommen ist, hat er einen neuen Ursprung gesetzt. Und zwar, er wollte uns Menschen wieder zurückführen in die Beziehungen mit Jesus, in die Beziehungen mit dem Vater, mit Gott. Er wollte uns in das ewige Leben hineinführen. Und das ist ja, das klingt ja schön und gut und so. Und dann habe ich mir überlegt, ja, okay, was bedeutet denn das jetzt für mich? Und ein Gedanke, wo mir kam, war, wir haben alle Sachen in unserem Leben, wo wir wissen, das tut uns nicht gut. Sachen, wo er gerne möchte aufhören damit oder Sachen, wo er gerne möchte anfangen damit. Und ich tue ein Beispiel erzählen. Das Beispiel wäre zum Beispiel, dass ich gestern zum Mittag Barilla Pesto mit Nüdeli gegessen und vorgestern habe ich auch Barilla Pesto mit Nüdeli gegessen und vorgestern habe ich auch Barilla Pesto. Ich liebe Barilla Pesto mit Nüdeli. Aber es ist halt schon nicht so die ausgewogene Ernährung und man tendiert dann halt dazu, zu sagen, easy, wenn ich dann mal eine eigene Küche habe, die ein bisschen schöner aufgeräumt ist wie unsere WG, dann fange ich dann auch an zu kochen und mich ein bisschen ausgewogener ernähren. Oder so, es gibt doch so die typischen Sachen, die wir einfach mega gerne vor uns hinschieben. Oder wir sagen, ja gut, auf die Weihnachtszeit ist ja immer der Spitz vom Zunehmen, oder? Der Spitz ist so ein bisschen der 26. Dezember. Und nachher sagen wir, sind wir vielleicht motiviert und sagen, hey, wir wollen uns ein bisschen gesünder ernähren nachher wieder. Und sagen, ja, aber vielleicht dann erst, wenn dann ich vielleicht nicht mehr in dieser Wege wohne. Oder ein anderes Beispiel wäre, mein Kollege hat mir letztens angerufen und hat gesagt, komm Simon, wir gehen doch zusammen Bier nehmen und so. Das ist eine super gute Sache. Dann können wir zusammen ein bisschen Zeit verbringen. Und weisst, wenn ich dann mein Haus habe, dann können wir dann wieder sinnvollere Sachen machen. Oder so gewisse Sachen. Ich wollte eigentlich gar nicht bestimmte nennen, weil ich glaube, du weißt ganz genau, jeder hat diese Sachen, wo er sagt, ich möchte die anfangen oder ich möchte die aufhören, die gar nicht so genau benennen. Wo wir uns immer darauf warten, auf gewisse Umstände, wo wir uns bewegen sollen, um das zu machen und um das zu verändern in unserem Leben. Und was ich dort innen
mega faszinierend finde, ist ja eigentlich, dass die Ursache, die das verändern sollte, ist ja eigentlich schon gewesen und kommt nicht erst. Weil dort, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, hat er gesagt, er ist der, der uns ins ewige Leben führen möchte. Er ist der, der das Leben bei uns im Alltag positiv verändern will. Und dort drinnen müssen wir einfach aufhören, uns beziehen und sagen, wir warten, bis es später besser ist oder andere Umstände sind, sondern wir müssen zurückschauen und sagen, hey, Jesus ist der, der uns dort hineinführen will, in das, wo du anfangen oder wo du aufhören willst. Wir haben gehört vom Phil, Gott ist ein starker Gott. Und er ist der, der dich befähigen will, zu dem Sachen aufzugeben oder Sachen zu starten, die dir gut tun. Wenn wir nachher im Bibelvers tauchen, von Johannes 10, 27 bis 30, können wir lesen, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Das ist nicht nur ein ewiges Leben, irgendwann bei Gott im Himmel, wenn wir nicht mehr werden leben auf der Erde, sondern er will uns fruchtbares, positives, gutes Leben schenken, schon da auf der Erde jetzt. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, wo sie mir gegeben hat, ist grösser als alles. Und niemand kann sie aus der Hand von meinem Vater rauben. Ich und der Vater sind eins. Und da kommen wir zu dem Punkt, zu dem zweiten Punkt, den ich euch mitgegeben habe, den ich so ein bisschen herausgestellt habe, aus dem Namen ewiger Vater. Ich und der Vater sind eins. Das tiefe Wesen, das ausgedrückt wird, in dieser Geschichte, die wir alle kennen, vom verlorenen Sohn. Der Vater hat einen Sohn und der Sohn zieht los, er verlangt sein Erbe und geht in die Welt raus und verprasselt jetzt sein Erbe, gibt alles aus und kommt zurück. Und der Sohn hat das Gefühl, der Vater, der nimmt mich nicht mehr auf. Jetzt habe ich all das Geld ausgegeben und alles gebraucht und weiß nicht mehr, wohin damit und kommt zurück zu seinem Vater und weiß nicht mehr, ja. Und aus dieser Geschichte heraus sehen wir ja, ich wollte gar nicht so fest auf den Sohn eingehen, sondern den Vater. Der Vater, der enttäuscht wurde von seinem Sohn, der Vater, der einfach verlassen worden ist von seinem Sohn, wo sein Sohn einfach losgezogen ist. Und wo dann in Lukas 15, Vers 20 das Wesen führen kommt vom Vater. Weil dort lesen wir, so hat er sich auf den Weg zu seinem Vater gemacht, der Sohn. Er war ein gutes Stück vom Haus entfernt gewesen. Da hat ihn der Vater schon gesehen und das Mitleid hat ihn ergriffen. Er ist ihm entgegengelaufen, ihm um den Hals gefallen und hat ihn mit Küssen umhüft. So das tiefe Wesen, das wir haben von unserem Vater, wenn wir zurückkommen zu ihm. Und das ist das, was unglaublich zum Ausdruck kommt in dem Wort vom ewigen Vater. In dem Bild steckt so unglaublich viel. Es ist Gott, der sich dir in deinem Leben zeigen will und auf dich zulaufen will. Es ist nicht der Sohn, der auf den Vater zurennt, sondern es ist der Vater, der auf den Sohn zurennt. Es ist Gott, der sich dir in deinem Leben zeigen will. Es ist Jesus, der auf die Welt kommt, Mensch wird, um zu zeigen, wer er wirklich ist. Er läuft dir entgegen und er will dir begegnen. In deinem Alltag, dort wo du unterwegs bist. Jesus will dir begegnen in dieser Weihnachtszeit.
Er umarmt dich, einen tiefen Ausdruck von dem, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und küsst dich liebevoll und zärtlich, wo man sein Wesen mitnehmen könnte. Der Vater und der Sohn sind eins. Und das spricht er über dir aus, weil du sein Kind bist. Dort innen, in diesem Wesen innen, sind wir immer wieder herausgefordert, auch in der Weihnachtszeit, zum wirklich auch sagen, hey Mol, ich will, dass das Bild ist vom Vater. Wie wir am Anfang gehört haben, sind wir dazu geneigt, immer wieder auch andere irgendwelche komische Sachen Gott überzustülpen, wo er überhaupt nicht ist. Und sind dort immer wieder herausgefordert, mal, Jesus hat das Wesen von unserem Vater. Und unser Vater will uns begegnen in unserem Alltag. Er will uns lieben bis in den Tod hinein. Er will uns ganzheitliches und wunderbares Leben schenken, schon jetzt auf dieser Erde. Und er will uns begegnen mit seinem Wesen, mit seiner Zärtlichkeit und seiner Liebe. Und dort drinnen müssen wir auch immer wieder bereit sein, um uns wirklich hängen zu lassen und zu sagen, Mal Jesus, das ist dein Wesen. Gerade wenn wir merken, wir sind vielleicht in einer anderen Richtung unterwegs und wir kommen dann wieder ein bisschen von Gott weg, in unserem Alltag. Oder wir kommen in irgendeinen Strudel von Gedanken, wo wir merken, jetzt habe ich langsam ein Bild, das vielleicht nicht mehr am Wesen von unserem Gott entspricht. Dass wir dort umkehren und in die Bibel hineinschauen und die Wahrheit vor uns haben, Jesus ist der ewige Vater. Im Johannes 1, Vers 12 steht, aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und ich wollte euch Mut machen, das auch mal über euer Leben auszusprechen, dass du das Kind von Gott bist. Dort innen, wenn man sagt, das ist das Wesen, das ist das Bild von unserem Gott, dort innen wirst du ihn auch kennenlernen. Zum Schluss wollte ich noch die Geschichte erzählen von Petrus. Wo Jesus gekreuzigt wurde, gestorben ist am Kreuz, sind Leute auf den Petrus zugekommen und haben ihn gefragt, ob er zu Jesus gehöre, ob er ihn kenne. Und sie haben eigentlich immer, also Petrus hat Jesus 3-mal verleugnet, er hat 3-mal gesagt, oh, jetzt habe ich das Gerät kaputt gemacht. Er hat eigentlich 3-mal gesagt, ich kenne den nicht. Nein, der Jesus, der gehört nicht zu mir. Nein, ich kenne den nicht. Er hat ihn 3-mal verleugnet und nachher ein Zeitchen später, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist und wieder gelebt hat und da auf dieser Welt war und ist er gekommen zu den Jüngern und Petrus und so sind dort am Fischgrillen gewesen und haben es gemütlich gehabt und ist ihnen super gut gegangen. Oder vielleicht auch nicht so, weil der Petrus hat vielleicht ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es gewusst hat oder ist ja gleich. Ob er hat etwas verändern oder ob er zufrieden war in dem Zustand. Aber Jesus ist auf ihn zugekommen. Jesus hat ihm begegnen in dieser Situation. Er hat ihm zeigen, was für ein Wesen das er hat, indem er auf ihn zugekommen ist und gefragt hat, Petrus, liebst du mich? Und immer wieder, wenn wir herausgefordert sind, um uns falsche Bilder machen von Jesus, falsche Bilder machen von unserem Vater, dann können wir uns die Frage vor Augen nehmen, Jesus, liebst du mich? Und wir können immer wissen, dass er zu dir kommt und dich fragt, liebst du mich? Ich will noch beten. Herr Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn auf die Welt geschickt hast. Deinen Sohn, der uns begegnen will, im Wesen von einem liebenden Vater. Ich danke dir,
dass du uns vorausgehst und uns in unseren Situationen, wo wir unterwegs sind, in unserem Alltag, uns immer willst, in unserer Veränderung positiv und ganzes Leben in Fülle schenken. Und ich danke dir, Jesus, dass du auf uns zurennst, immer wieder in unserem Alltag. Dass wir wissen, dass du auf uns zukommst und dich auch danach sehnst, dass wir dir begegnen und dir willst, deine Zärtlichkeit und deine Küsse über unserem Leben aufzeigen. Jesus, du bist so ein guter Vater und ich bin so dankbar, dass wir dich so kennen, dass du dich so offenbart hast in unserem Leben und in der Bibel, wie du wirklich bist. Amen.